zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA Vice City. Ja, in der letzten Folge haben wir noch der Lofis geholfen, ihre Gig zu vorbereiten. Und jetzt starten wir hier die nächste Mission in unserer Villa, wo der Diaz vor Ort drin gewohnt hat, aber jetzt haben wir sie ja übernommen. Und ja, mal schauen, was das für eine Mission kommt. Let's go! What's the problem? Some bars refusing to pay. They reckon they're protected by a local gang of thugs. But don't worry, Tommy. I can handle it. You call this handling it? You two, off your asses. Let's go. Okay. Was sind das für Leute, ey? Okay, schau die Wache aus. Machen wir doch. Wir sind noch voll Gang-Anführer, aber wir müssen alles selber machen, weil wir einfach inkompetente Mitarbeiter haben gefühlt. Naja. So, muss ich jetzt dann noch eine Waffe kaufen? Wahrscheinlich schon. Dann gehen wir da vorne links runter schnell, weil ich glaube, der Waffenladen ist auf der linken Seite. Ich glaube, oder auf der rechten Seite. Scheiße, auf der rechten Seite. Okay, rechts alles runterfahren. Okay. So genau kenne ich in dem Fall Vice City auch noch nicht auswendig. Oh, ist einer gestorben. Aber wir wollen jetzt zuerst uns auch noch schnell knarren. Dass wir uns auch noch ein bisschen wehren können. Und nicht, dass wir einfach plötzlich drauf gehen dann. So, also. Zum Glück ist die Map nicht so allzu groß. Ist eigentlich relativ klein, muss man sagen. Man kommt schnell von A nach B. Finde ich einerseits noch cool. Was ich halt einfach schade finde, ist halt eben so nicht so das Hinterland, so wie jetzt zum Beispiel in GTA 5 oder San Andreas, hat es ja das auch schon gegeben. Was kaufen wir? Soll ich gerade so eine. Soll ich Kruger kaufen wieder? Ja, komm, ich kaufe gerade die. So. Und noch MP-Munition, Mac-10, man kennt sie. Beste Waffe in Warzone, gefühlt. So. Dann gehen wir mal zu der Mission. Steigen die. Und dann gucken wir mal. Wow. Was jetzt so für eine Mission kommt oder was wir so mitmachen. Ich bin ein bisschen gespannt. Hoffentlich nicht irgendwie so grob Verfolgungsjagd oder so. Es ist zwar, er hat gesagt, kein Bar wollen nicht zahlen. He? Mal schauen, was kommt. Was muss ich da machen? Muss ich die umbringen? Bespricht mit dem Besitzer. Also. The protection needs a little more protection. Ah, hell, not again. I don't need this crap. These idiots operate out of DVP security around the block. You guys just sort it out amongst yourselves. I'll be seeing you later. Yeah, whatever. Hä? Okay. Schiege die, bevor das Polizist mir da aus dem Karren ruft. Okay. Einfach gerade wieder instant zwischen denen, weißt du. Ja, wieder mal natürlich kein Dings. Kein Panzer oder so. Kein Schutzweste hätte ich mir noch kaufen sollen. Egal. Wow! What the fuck? Okay, das ist jetzt erstaunlich schnell gegangen. Erstaunlich schnell sogar. Ja, wir gehen nochmal da rein. Holy shit. Okay, wir müssen einfach zuerst wirklich einen West kaufen.
Können wir eigentlich nicht drum herum. Ja, steigen die da. Alter, wie schnell die mich weggeschossen haben. Ja, 100% gehabt und das Leben ist einfach gerade instant weg gewesen. Scheiße. Okay, ja, dann machen wir es halt nochmal. Wir müssen schon wieder Waffen noch kaufen. Das Problem ist eben, dass wir gerade mit der Schmied das Problem noch haben. Aber das sind halt eben auch so Sicherheitstypen, so halt... Ja, nicht gerade Polizisten sind, aber wahrscheinlich eben halt, wenn die umleist, kriegst du auch gerade Sterne über. Und das ist halt eben ein bisschen doof. Alter, das ist so schnell gegangen. Ich könnte nachher nochmal kurz direkt im Paint and Spray gehen, das könnte ich machen, wenn ich 2 Sterne habe. Oh, sorry, Dude! Voll in Klapp 4 Tonnen, Mann. Und da zwischendurch? Ja, scheiß Baum ist im Weg, logisch. Da? Nein, nein. Ja, da wäre ich wahrscheinlich durchgekommen. Egal, fahren wir mal das rum. So, also. Ich kaufe uns wieder so einen Mac 10. Und nochmal so einen Kruger und noch eine Panzerung. So, let's go. Ja, ich habe schon ein paar Dinger geklaut, gefunden, so Päckchen, aber irgendwie... Es ist einfach irgendetwas, was ich nicht checke, ich weiß es nicht. Aber ist auch egal. Wir gehen jetzt mal dort her. Die fahren jetzt einfach über den Haufen schnell, weil sie stehen ja einfach dort. Die 2 Typis. Und dann werden wir wahrscheinlich safe auch wieder 2 Sterne bekommen. Aber, egal. Unacceptable! Egal, wir gehen dann einfach schon kurz im Paint and Spray. Oh! Oh! Hoppala. Ach komm, scheiß drauf, Alter, ich ballere die weg, Mann. Dude, geh weg, Alter! Schau dir an, Löffel, einfach im Weg! Okay, jetzt muss ich schon schauen, jetzt habe ich ein kleines Problem, weil ich habe gerade Schmier und... Ja. Ah, nur 1 Stern dafür. Aber der wird mir jetzt natürlich voll auf die Grind hauen. Okay, sehr gut. Nein, nicht gut! Nein! Ich bin an dem scheiß Blumentopf hängen geblieben, Mann! Am Blumentopf und an dem scheiß Baum bin ich auch hängen geblieben, Mann. Ah. Wir probieren es noch ein, ist das letzte Mal jetzt. Scheiß Missionen, Mann. Ich hasse es. Ach, weißt du, wieder Cash ausgeben für nichts, Mann. Ach, es ist so belastend immer. So, come on. So, also düsen wir halt wieder dort oben. Ja, genau, ja moin. Ah, es ist so belastend manchmal. Vor allem, wieso fahre ich? Ich bin der Chef. Wir können die ganze Bude und ich muss fahren. Ein guter Chef hat Angestellte, die für ihn arbeiten, Mann. Ein guter Geschäftsinhaber macht eben nichts. Hey, es ist unglaublich manchmal. Scheiß Polizei, Mann. Ich habe nur 1 Stern bekommen, immerhin. Vorher habe ich irgendwie 2 Sterne bekommen, oder geschafft 2 Sterne bekommen, aber das habe ich mir irgendwie wiederholt. Scheißegal. So, also schon rein.
Hallo, Mac 10 muss ich haben. So. So. So, Ade Messi. Alter, euch ernst, steigt ein. Ach komm, scheiß auf die, Alter, ich brauch die nicht. Die gehen mir eh nur auf den Sack, Mann. Die NPCs sind jetzt dumm, ey. Scheiße programmiert, ey. Hure genervt anfangen. Ah, das geht aber wirklich auf den Wecker, Mann. Ich hasse da, wenn so Drecksmissionen einfach so mühsam sind. Jetzt habe ich mir keinen Schmier bekommen. This is how I do it. Wie hockt die auf dem Stuhl dort hinten? What the fuck? Jetzt muss ich nicht mal zum Dings gehen, nicht mal zum Pay the Spray gehen. Yeah, whatever. Der Dick einfach weggeschlagen, so. Jetzt muss ich mal überlegen, wie ich die umnieten dort. Weil das Problem ist eben, die haben jetzt recht starke Waffen. Ah, warte mal, ich kann da rauf, hä? Ja, genau. Ja, moin. Ach, da kann man sie wieder mal nicht durch abschießen. So, gut. Nein! No, dude, Alter. Ey. Dude. Ja, wahrscheinlich habe ich das Auto wieder eine Platte. Oh! Holy shit. Ich kann einen Töff brauchen, aber nicht kein Fiaccio, sondern auch so einen normalen Töff. Oder so ein Auto. So, das ist schon besser. Let's go! Wo fahren die her? Oh! Yes! Oh, endlich geschafft. Nice. Ich will aber das... Ich will lieber das Gewehr da, das ist besser, das M4 Gewehr. Kannst du das auch auflesen? Krieg Munition? Nein, nicht. Oh, gut, okay. Wir haben es Gott sei Dank noch geschafft. Und ja, da würde ich mal sagen, was es war mit dieser Folge von GTA Vice City. Wenn es euch gefallen hat... Ah, wir nehmen noch das Telefon ab. Jedes Mal mit Abmoderation. What's the problem, Lance? It's you, my friend. I feel you're not giving me a fair slice. And more than that, you've been embarrassing me in front of the boys. I can't have that. Lance, it ain't like that. You've been making mistakes. Tommy, I'm not your message boy. I'm not your running boy. Lance, don't screw up and we won't have any problems. I screw up, you can lay into me anytime. Tommy, I've done everything for you. You treat me like a fool. Don't do that. Lance, I won't rip you off or stab you in the back, okay? Just take it easy. This is tough enough without you getting all emotional on me. Trust me. Do you hear me? Do you hear me? I hear you, Tommy, but I can't take this much more. Lance, don't be like this. Now I'm warning you. Do you hear me? Just relax. Take a few days off. Okay? I'll talk to you. Okay, der Lance ist nicht mehr so happy mit uns. Kann man eigentlich auch am Arsch vorbeigehen, der Typ. Nein, also das wäre es mit der Folge von GTA Vice City. Wenn es euch gefällt, würde ich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen und sonst sehen wir uns einfach im nächsten Part wieder. Bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.